So, jetzt ist es Zeit für unsere Velo. Wir sind jetzt in Zirichsee und da auf dem Stellplatz, wo tiptop ist. Jetzt wollen wir aber mal ein Altstädtchen schauen. Da nehmen wir natürlich, wie sich's gehört in Holland, das Velo. Kopfsteinpflaster! Ja, das ist ein Solex. Vom Stellplatz hierher gefahren mit dem Velo. Also es ist wirklich 5 Minuten nicht einmal. Ja, die Velowege sind hervorragend. Alle Autofahrer warten. Das ist super. Du kannst einfach fahren und sie warten. Fast wie in Amsterdam. So, herzig. So. Haben wir die kleine Stadtrundfahrt gemacht? Ja. Ja, Zu. ist sehr empfehlenswert, ist schön gewesen, ja. Also da vorne ist die Altstadt, da sind wir jetzt vorhin mit dem Velo gewesen. Und dann mit dem Velo da vorne, die Straße durch. Und das da ist der WOMO-Stellplatz. Lassen wir noch schnell nochmals das Wasser ab und dann let's go! Ich möchte nämlich gerne über den Staudamm fahren, respektive nicht Staudamm, sondern das Pumpwerk. Also ganz Holland ist ja mehr oder weniger künstlich angelegt und ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie alt das ist, aber das möchte ich unbedingt anschauen und da müssen wir jetzt durch. Heute Morgen haben wir doch tatsächlich noch Nachbarn bekommen, die auch ein Sunlight haben. Ein richtiges Freudenfest war das. Oder? Hast du auch gefunden, Sven? Das war cool. Ein bisschen älteres Modell, aber macht ja nichts. Sunlight sehen wir eben wirklich nicht so viel. Und immer wenn wir einen sehen, irgendwo durchfahren oder auf den Stellplatz fahren, dann sind wir einmal ganz begeistert und finden, oh, nochmal jemand, der ein Sunlight hat. Man fühlt sich einfach irgendwie so ein bisschen verbunden. So könnten wir uns vorstellen, den Rest der Ferien zu verbringen. Mit dem Wetter und dem bisschen Wind. Und dann haben wir wieder 2 Velofahrer. Als wir jetzt über die Brücke gefahren sind, sind wir jetzt auf Nordbeverland eingereist. Die Insel heisst so. Und nähern uns unserem nächsten Ziel. Die Brücke. Wow, die Aussicht. Mit Strüppel
und Holzpfosten. Also ich bin im Fall nicht immer der Einzige, der drauf losfüttert. He? Und dort hinten, auf der anderen Seite, dort sind die Pumpwerke Teil 2. Da fahren wir dann auch noch durch. Das Windrädchen tönt so geil. Man hört richtig den Wind vorbeirauschen. Es tönt wie Meeresrauschen. Rhythmisches Meeresrauschen. Wieder mal Kaffeezeit und da hinten, genau, da hat es einen Kaffee am Strand. Wie romantisch. Da gehen wir jetzt einen Kaffee nehmen. Ja. Also, wir sind jetzt hier in dem Kaffee und wir haben gesehen, es wird also wirklich gut für die Natur geschaut, weil es hat sogar da vorne, wenn man raufkommt, respektive auf den Strand will, dann kann man sich dort so ein Säckchen nehmen für den Abfall und so, dass das auch ja wieder mitkommt. Und es gibt auch spezielle Zonen, wo man hin dürfen, wo nicht und so, damit auch die Natur ihren Platz hat. Das ist also super organisiert. Ja. Ist im Schnauz. Ja, jetzt haben wir einen feinen Kaffee genossen mit perfekt super Aussicht. Ja, jetzt sind wir wie so. Jetzt sind wir ganz zufriedene Meersäule. Genau, wir waren am Meer. Genau. Sind wir Säule? Ja, eine Dusche wäre glaube ich schon wieder mal nötig. Das stimmt, aber wir gehen jetzt ja dann auch, das Ziel ist auf dem Campingplatz, weil eben Dusche und wieder mal so ein bisschen allgemeine... Und schon wieder das Brot backen. Und natürlich wieder das Brot backen, weil das andere ist schon fertig gemampft. Ja. Neue Inseln, neue Abenteuer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Svefa on Tour».